Und jetzt geht's mit Ihnen so richtig hoch hinaus. So heißt nämlich unsere Sommerserie, in der wir die spektakulärsten Orte der Region zeigen. Und klar, der Kölner Dom, der darf da nicht fehlen. Wir sind mit Dombaumeister Peter Füssenich nicht nur auf den Vierungsturm geklettert, das allein ist schon nichts für schwache Nerven, sondern gleich noch höher auf den Nordturm, dahin, wo sonst nur die Dombauhütte kommt. Und er nimmt uns mit, ganz hoch hinaus. Hinter dieser Tür geht das Abenteuer los. Dombaumeister Peter Füssenich nimmt uns nämlich mit nach ganz oben. Heute geht's hoch hinaus am Kölner Dom mit einem fantastischen Blick. Wir fahren jetzt mit unserem neuen Bauaufzug in die oberste Etage, die möglich ist. Das ist die Traufhöhe des Kölner Domes. 45 Meter sind wir da schon. Und dann geht's noch ein bisschen höher und das wird erst richtig spannend. Aber erstmal müssen wir durch den Dachstuhl des Kölner Doms. Hier sind wir gleich schon 53 Meter hoch und befinden uns mitten über dem Altarbereich. Beeindruckend. Beeindruckend schön, auch diese Wendeltreppe von 1860. Das Ganze stammt aus einem Baukatalog tatsächlich. Da hat man sich das Schlichteste gesucht, was es damals gab. Man könnte sagen, es ist Ikea des 19. Jahrhunderts. Hoffen wir, dass sie so stabil ist, wie sie aussieht. Auf halber Strecke landen wir erstmal im Glockenturm des Vierungsturms. Hier hängen die ältesten Glocken des Doms, die schon im 15. und 16. Jahrhundert ihren Dienst getan haben. Und hier hängt auch die kleinste Glocke, die Klarenglocke. Wenn Sie jetzt losgingen, dann würden Sie mein Wort jedenfalls hier nicht mehr verstehen. Weiter geht's, bis wir schließlich vor einer Klappe stehen. Das ist einer der erklärten Lieblingsorte des Dombaumeisters. Der Blick reicht bis ins Siebengebirge. Vom Drachenfels kamen schließlich die ersten Steine für den Kölner Dom. Genau unter uns befindet sich das Zentrum des Kirchenraumes, der Vierungsaltar. Das ist sehr beruhigend manchmal, wenn der Trubel unten allzu groß wird. Dann gehe ich auch manchmal hier hoch und genieße das sehr. Nur das Quietschen der Bahn kommt auch hier oben noch an. Auf dem Vierungsturm ist es aber nicht nur schön, sondern dieser Ort ist auch ein historischer Vermessungspunkt. Bis zum heutigen Tag ist der Kölner Dom der geografische Nullpunkt von Köln. In diesem Fall die Spitze des Vierungsturmes, also der Stern von Bethlehem, der auf die heiligen drei Könige verweist, ist der geografische Nullpunkt. Also wir stehen jetzt hier im Herzen von Köln, mittiger geht das gar nicht. Alle Autobahnschilder und ihre Kilometerangaben nach Köln beziehen sich also auf immer genau diesen Punkt. Im Rahmen einer Dachführung können auch Besucher hierauf. Das gilt allerdings nicht für die Stelle, die wir jetzt noch besteigen werden. Die Plattform des Vierungsturmes bietet schon eine spektakuläre Aufsicht. Aber wir gehen jetzt noch an einen etwas höher gelegenen Ort, an dem wirklich sonst niemand hinkommt, nämlich auf die Gerüstplattform auf dem Nordturm des Kölner Domes. Und da schauen wir mal, wie es dort aussieht. Dafür nehmen wir einen ganz besonderen Aufzug. Der ist sonst nur den Mitarbeitern der Dombauhütte vorbehalten. 100 Meter geht es hier steil nach oben. Aber erst, wenn die Taubenklappe geöffnet ist. Und es ist mit Sicherheit eine der spektakulärsten Aufzugfahrten, die man in Köln überhaupt haben kann. Warum, werden Sie gleich sehen. Achtung, es ruckelt ein bisschen. Und das wirklich ganz spektakulär ist der Blick, den wir gleich hier nach der Durchfahrt durch den Schlussstein auf den Rhein haben werden. Oben angekommen stehen wir mitten im Turmhelm, umrahmt von filigranen Steinmetzarbeiten, die den Turmaufsatz bilden. Der Blick schlichtweg atemberaubend. Hier auf den Nordturm kommt man leider als Touristin, als Tourist nicht hin, aber es besteht die Chance, auf den Südturm zu klettern.
Und wir klettern noch ein bisschen weiter. Über geheime Wege gelangen wir mit dem Dombaumeister auf dieses Baugerüst am Nordturm mit direktem Blick auf und in den Südturm, nur den Himmel über uns. Es ist sicher einer der schönsten Orte, die man am Kölner Dom erreichen kann, aber auch nur, weil es dort ein Gerüst gibt, das zwischen den Türmen aufgebaut ist, zwischen dem Nord- und dem Südturm. Und von hier aus kann man auch ganz gut auf die Besucherplattform schauen. So schön ist es, glaube ich, nirgendwo in Köln. Ganz nah dran an jahrhundertealten Steinmetzarbeiten steht die Zeit hier oben still. Ein Meisterwerk gotischer Architektur, gebaut für die Ewigkeit. Viel höher hinaus kann man am Kölner Dom, es sei denn man ist Gerüstbauer der Domhütte, eigentlich nicht kommen. Und wir sind jetzt hier auf einer Ebene oberhalb der Engel und deshalb fühlt man sich dem Himmel hier sehr nah. Ein letzter Blick hoch hinaus auf die Spitze des Nordturms am Kölner Dom.